Psalm 60. Ein Meisterstück, ein Rosengesang, ein Ornament von der Geschichte, ein goldiger Denkzettel zur Belehrung vom David, wo er im Krieg war gegen die Syrer von Mesopotamien und von Zoba und gegen die Edomiter im Salztal. Nachzulesen im 2. Buch Samuel, Kapitel 8 und 10. Ja, du hast uns verstossen. Ausgerechnet du. Hast die Truppen versprengt im Zorn über uns. Sag, machst uns nicht stark und ganz. Unser Land ist ganz durcheinander vor lauter Trümmer und Elend. Wenn du uns nicht heilst, bricht alles auseinander. Du hast dein Volk durch eine Prüfung gehen. Hast ihm Wein gegeben und dann hat es überstellt. Ohne ein Zeichen an deine Freunde für einen Fluchtweg aus dieser Schlacht wären wir ganz verloren gewesen. Gib uns doch ein Zeichen von dir, als Antwort, dass du uns noch gerne hast. Komm uns retten mit starker Hand. Er hat sie gegeben, die heilige Antwort, nämlich: Ich freue mich, auch für Sichem zu verteilen, für das Tal von Sukkot zu vermessen. Mir gehört Manasse und Gilead und Ephraim ist mir so wichtig, grad wie ein Helm auf dem Kopf. Und Juda wie ein Zepter. Mit Moab, dem Becken, will ich mich waschen. Die Sandalen rühre ich auf Edom und über die Philister blase ich die Fanfaren. Und jetzt? Wer begleitet mich und bringt mich sicher auf Edom? Nicht du, was uns versprengt hast und unseren Truppen nicht mehr vorabgehst. Ach, tu uns doch gleich mich helfen, gegen die uns plagen. Auf Menschen kann man sich nicht verlassen. Wir richten nur etwas aus mit dir. Mit dir überwinden wir die Gegner.